Hoi zusammen! Guten Morgen. Guten Morgen, ja, guten Morgen. Ja, bis Ja. morgen, oder? Also, es ist Samstagmorgen. Das ist der Anfang von dem heutigen Video. Oh, wir haben uns jetzt gerade ein bisschen was vorgenommen in diesem Video. Ja. 7-Day Challenge. Also das Ziel ist, in 7 Tagen pure Vida parat zu haben. Ja. Ja. Weil Sonntag in einer Woche, also der Sonntag, der irgendwann, ich glaube der 19. Sonntag der 19. Ja, am in dem 8. Fall. Tag wird die Pause. Ja. Aber sonst schaffen wir durch. Gut. Ist gut, Okay. Deal? Ja, Also Deal. Deal. Wir glauben an uns, es gibt ein Badzimmer, ein neues. Ja. Fließendes Wasser, fertiger Boden, fertige Bettgestell, fertig eingerichtetes Schlafzimmer. Aufgeräumt und bereit für Putzt. Putz. Alles. Und alles, weil am 20. kommen unsere ersten Testgäste Familie. Okay, Tag 1, Samstag. Noch geht es gut, wir sind motiviert. Wir sind lieb miteinander. wie Ja, wir sehen. wieder. Also, gut. Zuerst gehe ich jetzt runter Ja. und gebe ganz viel Geld aus. Ja. Weil, Ich weiss nicht, ob das gut ist, wenn der Colin allein runtergeht, aber ich kann nicht mit. Weil, Ja. Ja. und du weißt ja gar nicht, was du brauchst. Ich muss das ganze Material, das wir brauchen diese Woche, muss ich jetzt einmal einkaufen, damit es am Dienstag oder Mittwoch mit dem Heli aufgeflogen werden kann. Also, heute Geld ausgeben. Ja. Du bist aber schon da am Putzen und am Aufräumen. Ja. Genau, weil fortlaufen müssen wir beide am Arbeiten sein. Ja, ja. Und das ist Samstag, Tag 1. Also, toi toi toi, die Wette gilt. Bis am Ende des Videos sehen wir, wie es uns geht Ja. und wie es steht und ob wir bereit sind. Hä? Wie es Was? aussieht am Ja, Schluss. gut. Sehr gut. Aber ich würde sagen, einfach nur schon, dass wir es uns vornehmen. Einmal ein fette, dicke Like. Definitiv. I love carrots in the morning. So, Holz, Wellenblech, Dusche, Better, alles ist bereit. Jetzt geht es an Strom und Siphon für die Dusche haben wir vergessen. Schau da haben wir eine alte Dusche. Und schau da, das ist der Loris. Der Loris, der ist der Weltklasse Jumbo-Mitarbeiter von Brick. Super ist er. Und ja, eben da habe ich als jetzt das Siphon und dann Strom. So, es ist 16 ab 4. 16 ab 16. Ich bin wieder daheim, wie ihr seht. Ich bin eine schöne Frau. Sie haben mir gerade erzählt, sie hat noch keine Videos gemacht. Darum Ja. sollen sie uns zur Rede und Stelle stehen und uns erzählen, was sie jetzt heute gemacht hat. Also, Rede und Antwort. Rede und Antwort, das wollte ich sagen. Nein, ist gut. Also, ich habe die Bar ausgeräumt, den Eingangsbereich, also dass wir den Boden dort fertig machen können. Aber wir reden schon von Bar von pure Wieder und nicht Bar 61. Ja, genau. Gut. Ja, Gut. sorry, genau. Weißt du, wir haben 2 Bars. Ja, nein, der Eingangsbereich, wo sozusagen eine eingebaute Bar schon hat. Dort habe ich aufgeräumt und alles schon mal ein bisschen gewischt und ein bisschen, was soll ich sagen, der erste Sauberwischtour gemacht, den ersten Staub wegtun. Erste Reinigung. Ja, genau. Jetzt können wir dann dort fertig machen, wenn wir nur noch schnell den Boden wischen und dann können wir dort... Den Boden fertig machen. Genau. Und dann Strom einziehen. Ja. Weil ich habe Strom, ich habe Wasserzuleitung, ich habe Wasserableitung, ich habe Holz zum Kajütenbett machen. Ich habe alles. Steckdose, Schalter wieder zurück zum Strom. Alles, was wir brauchen. Das Einzige, was mir noch fehlt, und das musst du am Dienstag posten, ist eine Duschbadwanne. Also eine Ja. Duschwanne. Auffang... Ein Auffang weg. Und, ja, und dann gehst du am Ja. Dienstag auch noch go Bettwäsche. Bettwäsche, Bettwäsche ja. und so Zeug posten Genau. und so. Und ja, ja, für das, was eben ein bisschen Farbzusammenstellung Was und das Ganze braucht. was die weibliche Touch braucht. Die feinen Sachen, die groben so Rohr und Werkzeuge. Und morgen Montag, Claudia, Ja. gehen wir das Badzimmer ausgraben Mhm. und am Boden legen. Mhm.
Das ist Mona Ja. gesagt. Und Hundeschule habe ich noch mit der Oh, Hundeschule hast du auch noch. Und ja, also, der Samstag ist jetzt so weit überstanden. Wieder da, so weit. Wir haben viel erledigt. Ausgegeben haben wir ca. 2700 Franken. Wir sind noch im Budget, das ist noch gut. Noch nicht etwa die Hälfte haben wir ausgegeben. Und ja, jetzt geht es zu der Routine. Drum, see you tomorrow. Countdown läuft noch 6 Tage. 6 Tage. I love carrots in the eve. I love carrots in a salad or a sandwich. I love carrots from their roots to their leaves. Well, I love carrots that are homegrown, 'cause they are oh so crunchy sweet. Well, So, wir haben jetzt entschieden, doch noch ein bisschen zu arbeiten, so ein Stündchen, wo der Colin heimgekommen ist. Und zwar da mal runtergraben, um zu schauen, wie weit müssen wir wirklich, bis wir den Boden unten finden. Wir gehen davon aus, dass der unten einen Boden hat, weil dort war der Eingang, der eine. Und da hinten ist ja der Eingang zu der Toilette. Genau, das habt ihr ja wahrscheinlich alles schon gesehen. Und jetzt denken wir, dass da irgendwo der Boden ist und dass da durchab sogar irgendwo ein Weg, ein Stege zum Vorschein kommt. Ja, darum tragen wir jetzt mal den ganzen Dreck ab. Weil, ja, ich meine, da kannst du ja nicht im Dreck Badzimmer haben, oder? Da gibt es einen schönen Steinboden am Schluss. Wenn es nicht schon einen hat, mache ich noch einen. Beton habe ich nämlich auch keinen. I love carrots, but do you? Yeah, I love carrots. Wie seht ihr den Steinboden? Wir haben doch recht gehabt. Da, Steinboden. Gießbeton oder irgendetwas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, yes! Ich könnte gerade etwa einen halben Tag Arbeit sparen, vielleicht sogar 3/4. Ja, mal schauen. Hey, so gut. So gut! Hey, übrigens! Es ist schön, wie im Fluss sein. Aber man kann selber ein- und aussteigen und man ist selber schuld. Ich bin selber schuld, dass ich ausgestiegen bin. Claudia muss selber wissen, was sie ist. Aber ich bin selber schuld gewesen. Also, ich bin auch selber schuld. Ja. Aber jetzt sind wir wieder drin, Claudia. Wir sind wieder Ja. drin. Juhu. Zum Glück haben wir weitergemacht heute. Ja, jetzt wissen wir das. Ja, Sehr immer schön. weitermachen. They're just so good to eat. Aber Ja. Abfall. 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 Tonnenweise. Unglaublich. Abfall. Es ist Sonntagmorgen früh. Die Sonne ist gerade am Aufgehen. Da sieht man es. Genau, ist noch der Mond. Ich bin schon auf dem Weg abwärts. Ich gehe heute zum Carvalho. Reitstall. Nicht reiten, nein. Sondern ich gehe einen Hufpflegekurs machen. Und mit vielen Touren machen. Und die tun ihre Ross, so viel ich weiss, auch nicht beschlagen. Und ja, damit wir dann an der Sunny und der Breeze können richtig gut das alles selber machen. Muss niemand, kein Hufschmied oder Hufpfleger sich da aufmühen. Dann machen wir das alles selber. Genau, das kann ich heute lernen. Das ist das Ziel. Bin gespannt. Well, there's red carrots, yellow carrots, purple carrots, orange. I find wild carrots when I'm going for a forage. Fresh baked, steamed, mashed or grated on my porridge. I love carrots. So, Sonntag, 11:30. Ich kann endlich wieder beim Bauern wieder anfangen. Heute Morgen habe ich meine Runde gemacht. Ich habe ein Wochenvideo geschnitten und das ist jetzt am aufladen. Und ich habe sogar die Viran von Australien geholfen mit StreamYard-Themen. Jetzt aber tue ich da die ganze Erde, die Claudia und ich gestern freigegraben haben, raustun. Mit der Garette. Dort hinten tue ich es nachher da ins Ömnibeet ableeren, weil die ganze Erde kann man brauchen natürlich. Das Ömnibeet zeige ich euch jetzt.
Ja, ist das Ömli auf der Seite, dort das Dächli, das 3 und das Kreisli. Ömli! Ja, das bedecke ich jetzt. Die ganze Erde, die da rauskommt, füllt die Beeten da. So ist das. Weil man muss ja alles brauchen. Nothing is waste. Persönlich nimmt es mich ganz fest Wunder, wie viel Garetten will ich füllen. Mal schauen. Well, I love carrots that are stumpy. Twisty, fat or thin or long. Es ist 10 vor 2. Jetzt ist das Video draussen, die Premiere ist vorbei, ich habe es geschaut, muss immer schauen, das tut mir selber gut. Und ja, jetzt weisst es du. Jetzt nimmt es mich Wunder, was war deine erste Reaktion gewesen, wo du gehört hast, was die Woche abgeht? Hast du gedacht, die schaffen das? Oder hast du gedacht, nein, no chance? Nimmt mich Wunder, du doch kommentieren, was du gedacht hast in dem Moment, was du das erste Mal gesehen hast letzte Woche. Ja, jetzt kann ich weitermachen, weil eben wie gesagt, es ist 10 vor 2. Und bevor ich die Videopremiere schauen und alles fertig aufgeschaltet habe, habe ich schon einiges mehr freigegraben. Warte, ich zeige es euch. What can I say? I love So carrots. sieht es jetzt vielleicht nicht nach viel aus. Aber all die Wurzeln sind draussen. Ganz viele Wurzeln, ganze Ballen Wurzeln in der Ecke. Das heisst, der Stein in der Ecke da unten wird immer mehr frei und ich komme jetzt führen. Ja, aber jetzt muss ich weiterarbeiten. Sonst wird es nie frei. So do I. I love carrots. Well, why don't we play a carrot in this song? Hey, check it out, he's playing a carrot. Yep, that's a carrot. So, jetzt ist 3. Ich mache wieder mal eine Pause, weil ich habe Durst. Aber bevor ich Pause mache, möchte ich euch zeigen. Da ist Boden, oder? Das seht ihr. Und dann da hat es einen riesen Spalt, gefüllt mit Material und Plastik, keine Ahnung was, alles. Und dann da ist wieder der Boden. Ist das echt? Die Ableitung, der Abfluss, wo dann doch mit der Kanalisation verbunden ist. Oder was ist echt das? Leck, bin ich gewundert. Aber ich komme gut vorwärts. Bin ich der Meinung. Und ja, ich bin mega froh, wenn ich da den Boden will. So viel einfacher wird's. Aber es heisst, all das muss noch raus. Es ist Sonntagnachmittag um 3. Ja, wir haben noch 6 Tage. Oder nur noch 5. Trinkpause. Schon anstrengend, gell, die drei? Also, wir sind hier fortlaufen und Garetten füllen, weil das ist alles Erde, die rausgekommen ist. Oder? Das muss in die Ömli runter. Da, bis dahin geht Betonstein. Was da drunter ist, weiss ich noch nicht, habe ich noch nicht herausgefunden, aber da müssen wir das ganze Erde weg. Da kommt auch noch mehr Erde dazu. Dann hat es da ganz viel Plastik. Das müssen wir alles in Plastiksäcke versorgen. Und die Steine brauchen wir vielfach, aber die müssen wir wie wegräumen, damit wir da fertig graben können. Also ja, hin und her. Und da vorne, das hast du noch nicht gesehen, Claudia? Nein. Schau mal. Da hat es ja einen riesen Spalt im Boden rein, aber links und rechts da und da ist der Boden, da ist ein riesen Spalt, vermutlich Zuleitung für einen Abfluss, der noch nicht drin ist, außer der ist noch tiefer drin. Da könnten wir durch die Mauer durch, also werden wir auch unseren Abfluss da drüber tun, Attrap tun, oder für WC und Entschuldigung und Brünneli. Ja, und dann sind wir da drüber steineln und betonieren. Aber zuerst, heute Morgen,
muss der Hugo weg. Okay. Ist gut. Gut, aber... Oder das 9. Das 9. So sehen 2 Sieger aus. Es ist Montagmorgen um 9:30. Wir haben unseren Rundgang gemacht. Wir sind mit den Hunden spazieren. Wir haben aufgeräumt. Wir sind aufgestanden. Wir haben ganz früh ein Telefon bekommen, weil wir heute noch Besuch über. Yeah. Aber jetzt Wir sind ist... gespannt. Wir sind gespannt. Okay, und jetzt geht es weiter im Challenge, aber zuerst mal das 9. Microbiome. So, es ist Montagabend, 20 vor 5 Uhr. So viel Erde ist auf ihrem Haufen. Muss alles noch in die Gar retten, aber nicht mehr heute. Heute Morgen hat es um 6:45 das Telefon geläutet von der Claudia. Ich bin so froh, ist sie wach geworden. Und hat sich überraschenderweise Besuch angemeldet. Ich habe ja gearbeitet bis sie gekommen sind, und dann sind 2 Herren daher gelaufen. Und schön war es. Darum habe ich dann aber auch gerade ein paar Stunden verloren, weil wir alles gezeigt haben und geredet haben. What have you done to me? So, es ist 6 Uhr am Abend. Es ist bereit für morgen. Ich muss nur noch da die Erde rausschütten und anfangen zu steigen. Der Heli kommt am Mittwochmorgen. Und morgen geht Claudia posten und alles noch letzte Zeug und bereit machen. Aber es wird geliefert morgen. Und ich bleibe da. Claudia ist jetzt in der Hundeschule. Und heute haben wir ein riesiges Geschenk zwischendurch bekommen. Wir haben Besuch bekommen von 2 Herren. Und trotz dem Besuch, ein langer Besuch und ein wunderschöner Besuch, bin ich trotzdem meinem Tagesziel nachgekommen. Und schau mal, der Boden ist frei. Und der Graben geht hier ins WC-Häuschen und ab. Das heisst, ich habe einen Abfluss. Und das heisst, ich kann auch mit in dem Badzimmer einen Abfluss im Boden rein tun. Wie geil ist denn das? Ja, und ich bin mit einem Sanitär dran. Vielleicht klappt das auch noch. Aber ja, Tilo, danke vielmals. Ohne deine Hilfe hätten Tilo und ich, wir haben heute schnell das rausgegraben. Gut. Ja, habe ich aber schon gesagt, dass all Tier und alles fertig ist für heute. Ich gehe Feierabend machen und es ist 6 Uhr, Montagabend. Und ich fühle mich im Flow. Also ich fühle mich so Tageslimite. Ist gut, ich bin gut im Zeitplan. Yes! We're all entangled Halb together 9. Und ich bin jetzt in am one living Ausgraben. community. Also das, was ausgraben worden ist, bin ich jetzt am Weit ausgraben. Es ist Dienstagmorgen. Claudia ist unterwegs am Einkaufen und noch mit Zeug für den Heliflug. Und der Sanitär kommt heute Morgen. Ein Sanitär hat sich angemeldet und kommt heute Morgen vorbei. Ja, darum mache ich jetzt weiter. Ja, bei mir ist jetzt Dienstagmittag. Ich bin wieder mal zum Mund auf dem Fußballplatz. Alles am Ready machen. Ich habe jetzt ein paar Sachen aufgebracht. Ich muss 2-mal fahren, wir haben so viel Zeug. Das Auto ist klein, aber es wäre auch mit dem Kombi nicht gegangen. Ich hätte einen Laster nehmen, Transporter. Aber ja, jetzt zeige ich euch, was ich da schon mal geholt habe. Also, ich habe mega viel so Körbe gekriegt. Das sind irgendwie sicher über 10 Stück. Für 130 Stutz, so der ganze Combo vom Restaurant, das es nicht mehr braucht. Danke vielmals Francesco, dass das so super gut geklappt hat. Mega cool. Dann habe ich noch mehr von diesen Zäunpfosten. Wir sind mega Fan von denen mit dem Band zum Aufspannen. Für die fixen Weiden machen wir noch mehr für die Ross. Dann natürlich wie immer ein bisschen Red Bull für mich. Wenn ich so streng arbeite, brauche ich ein bisschen Koffein. Und die mich kennen, wissen, ich trinke auch keinen Kaffee, dafür bin ich ein bisschen Red Bull Junkie. Ja, genau. Dann haben wir noch Hundefutter, sonstiges Zeug, Haferflocken für die Zani. Ja, im Land noch ein paar Sachen habe ich noch so Boxen genommen, alles reingepackt. Ja, das heisst, das ist jetzt alles da, schon mal parat. Dann, was ich auch gemacht habe, ist, ich habe das Netz geholt, das Raro auf dem Heliport von der RZ Zermatt, damit sie, wenn sie morgen kommen, nicht noch zuerst Netz auslegen, Paletten drauf tun und so weiter und so fort, sondern eigentlich alle Paletten, die jetzt kommen, sind 4 Stück.
Wir hoffen jetzt, dass jeweils 2 und 2 gehen, sonst müssen sie halt am Morgen gleich noch etwas selber drauf tun. Das grösseres Netz für die höheren und das kleinere für die anderen. Sollten wir je 2 rein tun. Super einfach, markiert in der Mitte. Da ist die Mitte, da musst du das Ballett drauf. Wenn du 1 hast oder wenn du 2 hast, musst du halt schauen, dass es schön verteilt ist, rechts und links von dem. Und dann, ja, geht das. Aber jetzt gehe ich zuerst einmal zurück, weil ich bin auch gerne noch nicht fertig mit meiner Einkaufstour. Ich gehe noch für Deko-Gegenstände und gewisse Sachen und so, gehe ich noch jetzt ins Brocki vorbei. Und dann muss ich noch mal in Jumbo ein paar Sachen holen. Abfluss mit Siphon und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt und dann komme ich noch mal da rauf. 1:30. Und ja, der Duschboden steht. Da kann man sich vorstellen, da steht man auf Naturstein. Da in die Dusche rein. Und da kommt alles da vorne, alles Naturstein, wird der ganze Boden Schieferstein. Ja, ich bin zufrieden. Hey, und heute Morgen war ja der Sanitär da. Firma Ryantec, danke vielmals für Gamsen. Ja, die haben mir gerade gesagt, das und das fehlt und hast das überlegt und hast das überlegt. Habe ich natürlich so müssen sagen, ja, nein, da ich ja kein Profi bin ich froh, sagst du mir das? Ja, jetzt haben wir das alles organisiert und noch nachträglich bestellt und es gibt einen Durchlauferhitzer, zweifach, einen für da und einen für die Hause. Das heisst bald duschen. Und so wie es aussieht, kann ich meine Lieblingsvariante haben und mit Lehrlingen zusammen arbeiten, weil ich arbeite so gerne mit Lehrlingen zusammen. Ja, wie die wissen, die sollten Bescheid wissen und wenn man ihnen Freilauf gibt, kommen gute Sachen raus. Ja, jawohl, bei mir geht es jetzt weiter, weil es ist ja auch schon 1:30. So, ich habe jetzt hier die 2 Netze befüllt. Das eine mit den Sachen, die eher lose sind und so, aber das geht easy peasy. Das andere mit dem ganzen Palett, das gekommen ist. Oben drauf noch Körb. Also ich denke, der Heli sollte das so gut mitnehmen. Die 2 Ladungen. Ich denke, sie sind sicher froh, die Netze sind schon drunter, müssen es nur her und zacki zacki. Ja, das mit diesen langen Balken müssen sie halt selber entscheiden, ob das so geht oder nicht. Es ist 4:20 und ich bin da das Loch am Freigraben. Also das ist unten drauf dem WC. Ja, und da muss der Eingang muss frei sein und die ganzen Steine, die hier rauskommen, die schiefen Steine, die werden eben der Badzimmerboden. Und ja, schwer sind sie. Claudia ist immer noch unterwegs, um Zeug biegen. Der Lieferant war auch gerade da. Und ja, Claudia wird spät. Ich mache einfach weiter. Und morgen kommt der Heli. Oh, wie sage ich euch jetzt? Es war schon 4 Uhr, bald 4:30. Jetzt muss ich gerade runter wieder auf Brico das Auto abgeben. Ich habe mega viel mal verlängern. Ich habe viel mehr Zeit gebraucht, als ich gedacht habe. Ja, ist natürlich auch nicht so ein grosses Auto. Ich musste 2-mal rauffahren. So viel Ware und so. Und ja, musst halt schauen, musst entscheiden, musst vergleichen, dies und das. Ich bin nicht jemand, der in den Laden reinsäckelt, zuerst das Beste nimmt und einfach wieder rausspringt mit dem Zeug. Nein, du musst schon ein bisschen schauen, vergleichen, ein bisschen inspirieren lassen, was überhaupt alles so hat und so. Also von dem her, ich bin nicht so kaputt. Grow biome. You're a key to my survival. Guten Morgen, es ist Mittwoch. Ja. Ja, und kurz nach der 7. Wir machen schnell mit den Hunden einen Spaziergang. Und dann machst du Die Runde. Du machst die Runde und ich gehe frei machen für den Helikopter, weil am 8:45 kommt der Helikopter mit 2 Paletten vollem Material. Ja, der Mittwoch geht weiter. Und bis jetzt, hey, also ich bin im Fall recht zufrieden mit dem Fall, alles wie es bis jetzt gelaufen sind, wo wir stehen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich sicher. Und es ist erst Mittwoch. You're a key to my survival. From the deep dark of my insides Bonnie, to my ocean of saliva. Yeah. Oh, microorganisms all over my system. I've got a suspicion.
microbiome. What have you done to me? Yeah. Microbiome. This might sound kind of insane. Yeah, well, maybe I'm crazy, but it's like you're some kind. Überall zeigt sich's. Gibt's ganz andere Sachen noch drunter versteckt. Ja, ich bin gespannt, wie es da wirklich dann mal ausgesehen hat. Und ja, bist du noch am Mitzählen? Wie vielte Garette ist jetzt das? Aber es geht weiter. Of giant brain, oh, microbiome. I don't know if we're 1 or 100 trillion and 2, 'cause you just make up my whole world. So I gotta be good to you. Oh, microorganisms all over my system. I've got a suspicion that we're one and the same. We're one and the same, same. Yeah, we're one and the same. Von mir alles erzählst du so ins Gescheite gerade allen. Was hast du da? Also warte schon. Ich habe gefragt wegen diesen Silberboxen, was das ist. Genau, das sind so Aufbewahrungsboxen. Hure geil, wasserdicht, ein bisschen polstert drin und so. 3 verschiedene Grössen für 60 Stutz. Und die sind jetzt schon all gefüllt Die wieder? sind jetzt schon alle gefüllt, genau. Die 2 habe ich auch noch gekauft, die Kisten, die sind auch gefüllt. Es hat Hundefutter, es hat die geilen Körbe, es hat Milch. deine Eimerzeug, es hat Hafer, es hat, ja, komm statt Filmen, helfen schaffen, hopp. Gut, und ich habe da Baumaterialien, habe ich da in der Mulde in Beton und ganz viel Eckli und Winkeli. Dann habe ich Bretter, Holz, Wellenblech für Stroh für den Abfluss, Holz für Rahmen. Ja, allerlei. Haha! Es ist Mittwoch um 9:30. Das heisst jetzt, Claudia, bevor wir weitermachen, gibt es einen Kaffee. Wie Daniel hat gesehen, wir haben Milch. Claudia ist eben die Beste. Sie geht Milch posten, wenn ein Helikopterflug kommt. Und dann haben wir genug Milch. Hafermilch. Ja, Milch ist Milch. Nein. Mal, weil es ist Ich nicht... werde sowieso wahrscheinlich bald nicht mehr Hafermilch sagen, sondern Haferdrink, muss man doch sagen. Nein, Das ist also nein, Milch. Milch ist Milch, Mann ist Mann, Frau ist Frau. Und überhaupt, es ist egal, was man trinkt im Kaffee. Man hat einfach Milch im Kaffee. So ist das. Wir müssen es nicht so kompliziert machen, Babes. Weißt du, ich habe es einfach. Ich bin faul. Und wenn ich muss überlegen, ich habe noch ganz ausdrücklich am Loris, Fabrik Lies, vom Jumbo Big Reis, Danke sagen. Weil, ich meine, auch da, wenn es für eingepackt hat, alles auf eine Palette, die ganze Material auf eine Palette, einfach nur Weltklasse. Der denkt mit, der macht mit. Der Loris ist super. Und Loris, ich bin dir dankbar. Immer wieder gerne. Danke vielmals. Ich habe gerade mega Freude, weil, schau mal, meine Idee funktioniert. Ich zeige es euch. Da der Bodenabfluss, den du ausgesucht hast, ist da. Vielleicht mal auf die Seite, kommst du vielleicht ein bisschen näher. Siehst du die ganze rote Draht? Das ist verbunden, der Bodenabfluss, also der Duscheabfluss und der ganze Putzabfluss geht unten raus. Und dort wird es dann unten mit dem WC verbunden. Dann. Das hier ist der Abfluss vom Brünneli. Und da wird ja zugemacht mit dem Boden, also ist der auch drunter. Dann schlussendlich. Ja, und da muss ich jetzt einfach zumachen, weil ist alles zusammengesteckt und bereit. Und schau mal, ich habe es nicht anders, hebt ein bisschen. Gut! Ja, jetzt mache ich da Steine dazu betonieren und dann haben wir den Badzimmerboden fertig. Das ist mein heutiges Ziel. Aber jetzt ist der Mittag bald einmal, oder? Ich glaube es, ja. Geil. Bitte mal ein Zwingerli. Gut haben wir gemacht. Gut. Microbiome. Ja, die Rodi und Freya sind wieder mal ausgebüxt.
Wir waren im Food Forest und jetzt, als ich auf die Terrasse gekommen bin, sind sie schauen. Odin und Freya sind schauen, wo wir wohnen und wie wir wohnen. Sie sind ein bisschen gewundert geworden und sind jetzt da bei uns auf Besuch. Odin. Ja, geh schauen. Oh, schau mal. Ich weiss, ich könnte es auch abhauen von dem her. Ja. Ist auch gut, wenn es Geh auch schauen, Freya. So, Zuleitung. Und dann das Zuleitung für das Dusche, Zuleitung für die Brünneli, Warm- und Kaltwasser ist bereit. Der Abflussbrünneli ist bereit. Der Abfluss Dusche ist der Boden. Da ist alles verbunden mit. Und da unten unter dem WC geht es die Mischzentrale und Durchlauferhitze und alles. Und von da aus wird es einfach so eingespissen. Ha! So gut! 13.38 Uhr. Mittwochmittag. Gegessen haben wir. Gut geht's uns. Der Odin und Freya sind auf Besuch zum Käfeln. Ja. Eben Zuleitung, Ableitung ist installiert. Der nächste Job ist als Stein zu verlegen. Die nehme ich von da. Das ist das alte Dach. Es ist schon länger Blech, aber das alte Stein ist da. Und dann wird auch der Berg leer. 2 in 1. Füllen noch ein paar Garretten mit der Erde. Ja, und betonieren. Das ist jetzt das Tagesziel, den Boden fertig zu machen. Kimchi is good for me. Es ist noch nicht mal 2. Sicher bis um 5, halb 6. Das schaffen wir, oder? Los. Yeah, it's the best stuff that I eat, I guarantee. Kimchi, so good for me. I wanna make it for my friends and my family. All I do is I get my daikon radish with the cabbage finely diced. Then I chop a little chili with the garlic and the ginger to crank it up with spice. Then add saltiness, sweetly caress it to give it a good massage. Then when I see that water rise, I stuff it inside a jar. Kimchi, so Aber immer good for noch ziemlich me. schwer zu grossen. Fermenty probiotic flavor jamboree. Ja, auch. Kimchi, what does it mean? So, es ist 3:30. Wir müssen etwas trinken, zu 4 machen. Aber ja, es ist mehr oder weniger ausgelegt. Ein paar kleinere Sachen ausbessern. Something like salty pickled veggies in Korean. Ja. Ah, ich bin da so konzentriert am Beton mixen. Hey, wir sind am Fugen füllen. Hure gut. Ich habe jetzt zu der Claudia gesagt, das ist unser Boden. Unser erster Badzimmerboden. Ich glaub's nicht. Ich verrecke drin durch. Es wird mega schön. Hihi. Kimchi, so good for me. Yeah, it's the best stuff that I eat, I guarantee. 5 vor 6. Ich habe gerade. Wir haben es gerade fertig ausgestrichen. Es ist gut über die Hälfte betoniert, glaube ich. Ja. So sieht das momentan aus. Ich würde sagen, da können wir zufrieden Feierabend machen, oder?
Was meinen die? Mittwochabend, 5 vor 6 Uhr. Und ich mache Feierabend. Ja, jetzt bin ich da, heute, da hinten, soweit nicht schlecht. Da der Abfluss gesehen. Da muss ich jetzt noch ein paar Steine auslegen, damit es so schön richtig runterfließt. Und dann noch ausbetonieren. Und dann ist der Boden schon parat. Jetzt um 11:30 haben wir gerade das Telefon bekommen von der Weintech in Gamsen. Dank vielmals hast du dort unseren Durchlauferhitzer ist angekommen, also 2 Stück, wenn es mir recht ist. Ja, wir sind jetzt da am Weiterbetonieren. Ich habe gerade den letzten Sack aufgemacht und angemacht. Bonnie und Drake sind fleissig am Mithelfen. Und nach Mittag um 2 gehe ich runter. Das restliche Material holen. 11:30. Beton fertig. Ganz fertig. Das heisst, Boden fertig. Ja. Darf ich euch präsentieren. Der Boden von Pura Vida Badzimmer. Ja, jetzt soll es 2 Tage trocknen. Also 2 Tage. Heute Nachmittag. Und morgen machen wir den Boden. Samstag mache ich in dem Fall die Installation. Dann ist eben 2 Tage trocknen. Ja, dann gehe ich dort hin und mache die Installation vom Brünneli und von der Dusche. Aber jetzt gehe ich zum Mittagessen. Es ist Donnerstagmittag, 12:30. Und ja, I hope you realize, das Leben ist so schön, auch wenn ich zwischendurch jammere. Dort fährt er vorbei, der geile Sieg. Das ist der Ryan, der Chef von Weintech. Der gute Typ hat mich noch schnell zum Wanderweg gefahren. Hinten drauf habe ich einen Durchlauferhitzer. Ich habe Zuleitungsrohr und Kupplungen. Ich bin noch essen zu posten. Und ich habe auch noch die Fähne dabei. Herrlich, wie die Sonne scheint. Danke vielmals, dass alles so gut klappt. Es ist Donnerstagnachmittag um 2:30. So good for me. I wanna make it for my friends and my family. Well, let's stuff it, stuff it, stuff it, stuff it, stuff it inside. Ich kann nicht einmal etwas sagen, das sieht man aber nicht auf der Kamera. Aber aktuell, wenn wir schwitzen, wir sind so verstaubt, Hey, aber wisst ihr, was das ist? dass das Braun runterläuft vom Schweiß. Ja, von dem ganzen Staub vom Badzimmer Die machen. blaue Kiste ist unsere Dusche. Durchlauferhitzer. Zum Duschen heute Abend. Wuhu! Endlich fertig waschen. So good for me. I wanna make it for my friends and my family. Well, let's stuff it, stuff it, stuff it, stuff it, stuff it inside a jar. Yeah, let's stuff it, stuff it, stuff it, stuff it, stuff it inside a jar. Come on, let's stuff it, stuff it, stuff it. Jetzt kommen wir noch ein bisschen in Stress, weil in 10 Minuten haben wir ein Webinar. Und jetzt müssen wir noch den Haken noch zumachen, ein bisschen mehr. Ja, weil sie haben den Odin hat einen Auspuff gefunden. Entschuldigung, Silvan, aber die sind wieder daheim und alles ist gut wieder. Tut uns leid, he? Aber jetzt müssen wir Gas geben, Claudia. Stuff it inside a jar. Come on, let's stuff it, stuff it, stuff it, stuff it, stuff it inside a jar. Es ist Freitagmittag am 1 und wir haben gemerkt, wir müssen mal etwas anderes machen, weil die Tiere, ja, ich glaube, es wird ihnen langweilig mit der Weideland und wir haben gemerkt, Odin und Freya kommen raus an der einen oder anderen Stelle. Darum tun wir jetzt alles ganz neu stecken. Schäfer und Esel und Geissen sind alle im Stall. Und wir tun jetzt alles neu weiden, neu stecken, neu ziehen. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich 1 Stunde, 2. Aber dafür haben sie dann nachher noch mehr Platz und es ist noch sicherer. Darum mal etwas anderes zwischendurch. Take it from me. You Ist sie nicht wunderschön? wanna leave it out on the bench. So. Es ist Freitagabend um 5 Uhr.
Wir haben zu wenig Weideband für die ganze Strecke. Wir haben es schon ausgelegt, wir müssen ein Weideband holen. Zum Glück ist die zweite Durchlaufhitze heute auch schon gekommen. Und die fehlenden Anschlüsse für den Durchlaufhitze von gestern habe ich auch da drin. Ja, das trage ich jetzt alles auf. Und wer weiß, vielleicht heute Abend, am Freitagabend, vielleicht darf ich heute duschen. Vielleicht. Und sonst, ja, mehr stinken kann man eh nicht mehr. Gut, jetzt laufe ich rauf. Haha, hi. Also diese Szene haben wir ja schon mal gehabt. In einem der ersten Videos. Aber jetzt, jetzt, nach 5 Wochen, 4-5 Wochen, ich weiss es nicht mehr duschen. Und das mal dampft's. Es ist so süttig heiß. Ich danke Winetech, ich danke der René, ich danke der Ryan, ich danke der Devon. Jungs, herrlich. Danke vielmals, dass ich duschen darf. Und weißt du, wenn ich vor allem denke? Danke. Ich danke mir selber fürs Überschleichen. Ich geile Sieg und anschliessen. So, jetzt dusche ich mal richtig. Und so wie es halt ist. Ich habe mal gedacht, ich könnte duschen, bis das Gas leer ist. Und Claudia hat sicher gedacht, hoffentlich tut er nicht duschen, bis es leer ist. Und prompt war die Gasflasche leer. Ich war erst am Einseifen. Also, nein, eigentlich noch am Einweichen. Aber jetzt auf Anfang muss ich Claudia danke sagen, dass sie noch eine Gasflasche ist wechseln. Ist das gut gewesen. Und das Schöne ist, ich gönne Claudia jetzt dann auch gerade das Dusche. Und sie weiss, das Gas geht sicher nicht aus. Danke, Claudia. Du hast es verdient, dass das Gas sicher nicht ausgeht. Und sonst hast du einfach zu lange duschen. For about a week. Kimchi, when it's ready. Well, you know your whole kitchen's really gonna reek. Be careful when you try and take a peek. Oh, but kimchi is that flavor that I seek. Hey, Samstagmorgen, das Leben ist super. Schön. Ja, es ist schön super. Hey, es ist Samstagmorgen, kurz vor der 8. Fena und ich, wir gehen wieder mal ins Tal. Ich war ja schon lange nicht mehr gewesen und jetzt, wo ich sauber bin, soll ich schwitzen. Aber nein, wir müssen Dübel haben, wir müssen rechte Schrauben haben. Irgendwie habe ich das nicht gekauft. Und ja, das muss ich haben, um heute Montage machen vom Brünneli und von der Dusche und Böcher muss ich noch haben und Stichsägeblätter. Ja, ich merke jetzt, ich muss noch ein paar Sachen haben. Und darum bin ich jetzt am Tal gehen. Ha! Tschüss! Dreamers like you, tell them you're dreaming, cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Es ist 20 vor 11. Ich stehe jetzt gerade in meiner schrägen Schreinerei und fange an mit der Badezimmerinstallation. Am 2 kommt Laura. Also die Laura Dwäschi, Produzentin von Valnatura. Ja, wir mal ein gutes Gespräch haben wir vor. Und ja, in der Zwischenzeit werde ich weitermachen, dass auch etwas gemacht ist bis dann. Schau mal, wie schön das Wetter ist. Mit der Sonne im Rücken machen wir es jetzt. So, Hahn montiert. Haben die schon mal unsere Bluetti kennengelernt? Unser Bluetti ist ein Batteriepack mit recht viel Volt.
wo auch Bohrmaschinen kann antreiben und so und tragbar ist und solar aufladbar oder einsteckbar, USB, alles drum und dran. Das macht es einfach, ich sag's dir. Und schau mal meinen Hahn. Hihi! When I was younger, they told me I was no good, but I was a dreamer. And so I knew that I would change up the scene with stuff I dream. The one that came true was making music, and you can make up whatever you wanna do and go dream it too. Hey. So tell them you're dreaming, we need more dreamers like you. Tell them you're dreaming, 'cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Es ist 20 ab 5 Uhr, die Dusche steht, der Rahmen ist bereit, Vorhangstangen und so, der Boden und überhaupt. Die 7-Tage-Challenge haben wir nicht geschafft. Aber wir sind recht zufrieden. Hey. Boom, wir gut. Und ja, weiter geht's. Der Sanitär kommt am Dienstag das richtiges Wasser fertig machen. Wir müssen morgen noch arbeiten. Am Montag kann ich 2 Schuhe noch arbeiten. Gastfamilie haben wir aber gesagt, sie sollen erst auf den Mittwoch kommen wegen dem Wasser. Und gleichzeitig hat Rosanne sich auch verletzt beim Skifahren. Gute Besserung, Rosanne. Also ist alles gut, dass es Mittwoch wird. Aber Mittwoch soll es fertig werden. Den Boden haben wir noch gar nicht gemacht. Wir sind nur mit dem Badzimmer und ja, Weide und alles andere beschäftigt gewesen. Aber ja, wir sind gut vorwärts gekommen. Richtig gut. Ja. Samstagabend. Es ist 6 Uhr. Ich würde sagen, 7 Tage sind rum, oder? Ja. Seit wir unsere Challenge, aber wir haben es nicht geschafft. Nein, wir haben es nicht geschafft, um alles fertig zu machen. Aber es war ambitiös und wir sind recht weit gekommen. Schauen wir mal, wir gehen da ein bisschen, mehr rundherum. So, die Hinterwand ist jetzt gestellt, muss noch fertig angeschoben werden. Die Dusche steht. Also ja, willst du noch steht unten stehen, Claudia? Ja, warte. Dusche, Haarwäsche, gesehen. Genau. Da Vorhang, schön Schmetterling. Ja, und die Aussicht hat man gleich und die Sonne hat man gleich und herrlich. Genau, und niemand sieht einen. Niemand sieht. Genau. Schau, man sieht die liegende Frau aus der Dusche. Man sieht die liegende Frau aus der Dusche. Der Abfluss. Ja, jetzt ist da ist schon angeschlossen. Das Brünneli muss man noch montieren. Der ist auch schon da. Ja, das WC fehlt noch. Aber eben, morgen ist ein Tag, Montag, Dienstag. Dienstag kommt der Sanitär, macht sowieso alles fertig, was ich nicht mehr fertig mache. Der Abfluss fehlt, der Boden fehlt. Fehlt viel. Ja. Aber wir haben auch viel gemacht. Ja. Und wir haben viel Besuch bekommen. Ja. Ich würde sagen, hey, Claudia, wir dürfen zufrieden sein. Ich würde auch meinen. Gut. Hey, danke vielmals fürs Schauen. Bist du auch zufrieden mit unserer Leistung? Liken, kommentieren, abonnieren, weitererzählen. Ja, und wenn wir dann wirklich fertig sind und der Sanitär da war, tun wir abrechnen. Ich glaube, wir sind aber auch über Budget gewesen. Ja, mit und immer noch das eine oder andere dazu, amix, gell? Genau, ja. Hey, aber ja. Verkehrt sich's, wenn man baut. Aber wir sind weiter. 7-Tages-Challenge und wir leben noch und es steht. Darum, tschüss zusammen. Danke fürs Schauen. Bis nächste Woche. Bye. Don't be a naysayer, be a yay-sayer. Don't be a doomsdayer, say a dream prayer. Whether it's world peace or climbing the Himalayas, all kinds of dreams come true. So tell them you're dreaming and then tell somebody else. Tell them you're dreaming, don't keep your dreams to yourself. There's so much in our lives that we need to make right with our dreams. We can try turning dark into light. So dream big and aim high, and in time we just might make a whole load of dreams come true. Ciao zusammen.